Fliegt ein Uhu übers Meer, schwimmt unten, der Hai sagt der Hai, Uhu sagt der Uhu Hai. Salut zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Swissin von Doof aus Switzerland. Heute mal mit dem Can. Ihr kennt den Can vielleicht aus dem Unge sein Video, wenn nein, der Typ hat 3 Tage mit dem Ungespielt verbracht, so ziemlich in privater Atmosphäre, also jetzt nicht falsch verstehen. Und davon findet ihr auch Videos auf seinem Kanal, wo unten in der Videobeschreibung verlinkt ist. Wenn ihr so wie ich ab und zu die Len News vom Le Floyd schaut, dann fällt euch vielleicht ab und zu auf, dass der Le Floyd irgendein Thema genau so anschneidet, wenn ihr überhaupt nicht damit einverstanden seid. Das ist zumindest mir passiert, wo er jetzt kürzlich über die Olympischen Spiele berichtet hat und sich dort beklagt hat, wie die schönen, tollen Spiele auf dem Rücken von einer armen Gesellschaft austragen werden. Mit dieser Aussage bin ich noch absolut einverstanden gewesen. Was dort zum Teil für die Olympischen Spiele angerichtet worden ist eine absolute Sauerei. Bei dem, was er aber jetzt nachher gesagt hat, habe ich mir einfach nur noch gedacht, was zur Hölle hat er sich da überlegt? Schauen wir schnell rein. Von den anderen Verbrechen und der Korruption fangen wir gar nicht erst an. Aber es ist ja nun mal so, als würde das Karma aggressiv zeigen wollen, dass es eben doch zurückschlägt. Und deshalb haut es nun ausgerechnet in den ersten Stunden der Spiele schon massenweise Sportlern auf die Fresse. Er findet also, Karma ist, wenn die Organisatoren Scheiß gebaut haben, müssen die Sportler ausbaden. Die Sportler sind für friedliche Zwecke und für die Wettkämpfe dort angegangen. Die Sportler sind überhaupt nicht geldgierig oder so. Vielleicht ein bisschen dopinggierig in gewissen Disziplinen. Aber um Gottes Willen, warum sollen die Sportler bitte schön ausbaden, was die Organisatoren verbrochen haben? Ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, was er sich da überlegt hat. Vielleicht kann mir das irgendjemand erklären. Wenn nein, sind ihr meiner Meinung. Was meint ihr da dazu? Ab in die Kommentare. Bist du ein Rassist, Fundamentalist, Sexist, Homophob oder ein Arschloch, darfst du auf jeden Fall nicht in die Beiz. Denn die Safari Bar in Zürich hat sich dafür entschieden, die ganzen Leute nicht mehr zu bewirten. Und genau dafür haben sie ein Schild aufgestellt an ihre Tür, wo drauf steht, dass genau diese Leute nicht erwünscht sind. Und für das haben sich die Mitarbeiter und der Chef entschieden, nachdem sie verschiedene extreme oder nicht extreme Fälle bei sich im Lokal erlebt haben. Zum Beispiel ist mal jemand gekommen mit einer gelben Weste, wo Scharia-Polizei ist drauf gestanden und hat Leute bekehren, kein Alkohol zu trinken. Es hat auch schon Fälle gegeben, wo Männer Frauen viel zu übertrieben angebaggert haben. Ich bin der Meinung, das ist doch vollkommen okay, ist ja ihre Bar und sie können ja selber entscheiden, wer sie in dieser Bar drin wollen und wer nicht. Auf Facebook ist jetzt gerade eine mega Debatte über das Thema, ist das gut, ist das schlecht? Was findet ihr? Schreibt es in die Kommentare. In der Stadt Paris jetzt momentan ein grosses Thema und das ist ein Halal-Supermarkt. Für die nicht wissen, was denn genau der Begriff Halal bedeutet, das sind Speisgesetze von den Muslimen und die schließen unter anderem den Konsum von Schweinefleisch und Alkohol aus. Jetzt will der Bürgermeister von Paris aber den Halal-Supermarkt dazu zwingen, Alkohol und Schweinefleisch ins Sortiment aufzunehmen. Er reagiert damit auf Klagen von älteren Menschen, die gefunden haben, ich würde gerne Schweinefleisch kaufen, aber es hat nur den Halal-Markt in der Nähe. Was soll ich machen? Der Betreiber von dem Supermarkt hat ihn aber bis 2019 von der Stadt gemietet und in dem Mietvertrag steht eben auch, dass es eben ein Supermarkt mit den dazugehörigen Aktivitäten werde. Das schließt also in der Regel ein Halal-Supermarkt nicht aus. Ich persönlich finde, du kannst nicht ein Geschäft dazu zwingen, was es verkaufen soll, auch wenn es ein Halal-Supermarkt ist. Ich meine, meine Überlegung ist wie folgt. Ich nehme nicht an, dass es extrem viel Halal-Supermärkte in Paris gibt. Das heisst, Muslime werden sich vermutlich auf wenige zentrieren. Das heisst, das hat umgekehrt zur Folge, dass in dem Halal-Supermarkt hauptsächlich Muslime einkaufen. Und dadurch, dass keiner von denen Alkohol oder Schweinefleisch kaufen würde, macht es auch nicht Sinn für den Verkäufer, so Zeug zu verkaufen, weil er müsste es einfach irgendwann wieder fortschmeißen und würde Verlust machen. Was ich auch komisch finde, ist das Argument vom Bürgermeister, dass man so die Durchmischung fördern will. Ich glaube, das hat eher zur Folge, dass die Ecke mit dem Alkohol und dem Schweinefleisch im Supermarkt dann erst recht gemieden würde und dass die Normalbürger, also nicht Muslime, die dort eigentlich Alkohol und Schweinefleisch kaufen wollten, eher das vermeiden werden, einfach aus Angst komisch angestarrt zu werden. Ich weiss, es gibt jetzt wieder Leute, die sagen, wir müssen uns nicht den Muslimen anpassen, sie müssen sich uns anpassen und ich finde, da haben die Leute ein Stück weit sicher recht. Aber Schweinefleisch in einem Halal-Laden, das ist wie wenn ein Kaffeegeschäft Schlafmittel verkaufen müsste. Kaffee trinkst zum Wachbleiben, dann musst du nicht dazu gezwungen sein, auch noch Schlafmittel zu konsumieren. Was meint ihr zu dieser ganzen Sache? Ab in die Kommentare. Das ist es mit dieser Swissinfo. Schaut auf jeden Fall auch beim Can vorbei, weil er hat ja ein Video mit dem Unge und so weiter und so fort gemacht. Link in der Videobeschreibung. Und damit tschüss! Tschüss!